Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 20. Spieltag der Bundesliga, und der FC trifft auf die Truppe des SC Freiburg, und da erinnern wir uns natürlich super gerne zurück an das Hinspiel in Freiburg, dass wir 2:1 gewonnen haben. Das war damals der erste Auswärtssieg in Freiburg seit 23 Jahren. Ja, absolut großartig, und das beweist natürlich, dass er recht hat. Der große Fußballphilosoph und Trainer unseres kommenden Gegners, Christian Streich, wenn er nämlich sagt, mit jedem Jahr, in dem du wieder nicht gewinnst, steigt dann die Wahrscheinlichkeit, dass du eher gewinnst. Also in Dortmund hat das für uns leider überhaupt nicht funktioniert. Ne? Aber Statistik nutzt dir an der Stelle sowieso nichts, wenn du nach 50 Sekunden schon wieder 0:1 in Rückstand gerätst und das auch noch mitten in deiner eigenen Choreo. Ja. Naja, gut. Auch hier hilft bei der Frustbewältigung der große Fußballvordenker Streich. Der hat nämlich gesagt, wir haben uns das Gewinnen und Verlieren ausgesucht und nicht das Wandern gehen. Ja, da hat er natürlich vollkommen recht. Aber trotzdem, Leute, viel besser als ein frühes Gegentor ist natürlich ein spätes Siegtor, so wie in Freiburg im Hinspiel. Ja, solche Tore wird Florian Wirtz für uns leider nicht schießen. Ihr habt es alle mitbekommen, der ist jetzt in Leverkusen, und offenbar gab es aber so ein Abkommen zwischen Köln, Leverkusen und Gladbach, dass man sich die Nachwuchsspieler gegenseitig nicht abwirbt. Und dieses Abkommen hat Leverkusen jetzt ganz offensichtlich gebrochen. Ja. Wobei, man muss sich schon fragen, was ist das eigentlich für ein komisches Abkommen, von dem jetzt alle sprechen? Und vor allen Dingen, was sagen denn die anderen Bundesligisten dazu, frage ich mich. Ne? Stellt euch mal vor, Bayern, Dortmund und Leipzig hätten solche Abkommen getroffen, fänden wir jetzt nicht wirklich toll. Aber die Frage, mit der wir uns vor allen Dingen beschäftigen, ist natürlich die, was muss das für ein Typ sein, der solche Absprachen trifft und sich dann aber nicht dran hält. Ja, ob Kölsch würde man sagen, ein Hungsfott. Ja. Auf Hochdeutsch ein Pudel. Und der hat aufs Abkommen mal so ganz lässig eben draufgeschissen. Na gut, vielleicht kommt noch einer hinterher mit so einem Plastiksäckchen, das kennen wir ja, ne, und macht das wieder weg. Ne? Oder man könnte die Frage anders formulieren, nämlich, hat der Pudel vielleicht irgendetwas zu seiner Verteidigung vorzubringen? Ja, also ja sein. Der Völler sagt dazu: Man habe keine Rücksicht auf unser seit Jahren gutes Verhältnis zum 1. FC Köln und auch zu Horst Held nehmen können. Also, ganz ehrlich, gutes Verhältnis, das ist ja schon mal die erste Lüge. Ne? Und nach Verteidigung klingt das jetzt auch nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Und wer aber jetzt glaubt, das hätte man nicht undiplomatischer ausdrücken können, ja, der unterschätzt Rudi Völler. Ne? Denn der hat auch noch gesagt, der FC hätte genauso gehandelt. Das ist eine Unverschämtheit, ne? So ein bisschen so, als würde einem der Pudel in den Vorgarten kacken, und wenn man sich beschwert, dann sagt der Pudel, du an meiner Stelle hättest da auch hingeschissen. Hätten wir nicht, und vor allem haben wir nicht. Ne? Und warum haben wir da nicht hingeschissen? Die Antwort auf diese Frage liefert uns wieder der geniale Christian Streich. Es motiviert uns, dass wir es anders machen als diejenigen, die einfach nur den Geldbeutel aufmachen. So ist es. Ja, genau so ist es. Weil wir nämlich, was haben wir?
ich sag's euch mit dem Shirt, ne? Wir haben ein Top-Rudel. Trotz Pudel! Oh Mann. Top-Rudel, Kopf-Pudel. Oh ja. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Grüßt euch, Leute. Naja, und diese ganze Abwerberei, weißt du, das ist doch völlig out. Heutzutage verleiht man Spieler. Ja, wir haben auch schon übrigens ein Gewerbe angemeldet als Spielerverleiher. Wir verleihen immer von 18 bis 19 Uhr. Ja. Und allerdings dürfen die sich nicht bewegen in der Zeit. Ne? Ihr könnt auch Spieler für eine Halbzeit buchen, also leihen, oder auch mal fürs Training, wenn ihr zu wenig Spieler beim Training habt. Ja. Manche können sogar Auto fahren, die können, und haben Ja. auch einen Personenbeförderungsschein. Oder? Ist ja wohl eine richtig geile Geschäftsidee. Versprechen wir uns richtig was. Ja, ich ne? glaube. Nächstes Mal sitzen wir hier nicht mehr. Reicht doch bald. Ne? Wir sehen uns Sonntag. Für die Farben in Rot und in Weiß.